Ein Badezimmer gibt es nicht, aber immerhin warmes Wasser. Für David Schuster ist der kalte Morgen und das Duschen im Freien Luxus. Weil ich einfach mir nichts Schöneres vorstellen kann, wie unter Bäumen zu stehen und zu duschen. Das ist unschlagbar, finde ich. Wir haben kein fließendes Wasser hier und es funktioniert so auch sehr gut für uns, finde ich. Also für mich ist das völlig ausreichend so. Seit 4,5 Jahren leben David, Nadja, Frieda und Tonda in der Nähe von Peißenberg in einer Jurte. Einem mongolischen Zelt mit 6 Metern Durchmesser. Selbst gebaut. Es ist günstiger als ein Haus. Ich habe es bei meinen Eltern gesehen, wie es läuft, wenn man dann ein Haus baut, ausbaut, wenn man mehr Kinder hat oder und sich bei der Bank verschuldet und dieses Haus abbezahlt, in welches Hamsterrad man dann automatisch rutscht und was für Auswirkungen es hat so auf die Befindlichkeit. Und da war mir auch klar, das will ich nicht. Also es soll irgendwie freier sein oder leichter oder beweglicher. Und es trifft auf jeden Fall für die Jurte zu. Rund 10.000 € kostet ihre Jurte. Geheizt wird mit Holz. Wasser und Strom beziehen sie aus dem verfallenen Haus, das auf dem Grund steht. Sich weitgehend selbst versorgen ist ihnen wichtig. Deshalb hat David auch eine Anzuchtstation für Jungpflänzchen. Es ist manchmal so ein Widerspruch, Moderne und die Vergangenheit. Und ich finde, es muss gar kein Widerspruch sein. Ich kann zum Teil wie ein Steinzeitmensch leben und trotzdem irgendwie mein Handy haben oder so. Ich finde das sehr... es tut mir total gut, diesen Steinzeitmensch in mir auch wieder zu entdecken. Auf einem halben Hektar Land leben inzwischen 8 Erwachsene und 8 Kinder. Nadja und David haben sich auf der Bildhauerschule in Oberammergau kennengelernt. Beide hatten sie Sehnsucht nach Natur. Ich habe mir viel nicht vorstellen können in meinem Leben, dass das wirklich wird, was ich mir so wünsche. Und jetzt ist es ganz viel davon wirklich geworden. Das finde ich total schön und das empfinde ich schon als was, wo ich zumindest nicht sagen kann, das habe jetzt nur ich mir selber zu verdanken, sondern da habe ich das Gefühl, da wurde mir auch geholfen von anderer Stelle. Viel Zeit haben, mit weniger auskommen. Das ist ihr größter Gewinn. Geld verdienen müssen die beiden aber trotzdem. Nadja schnitzt Skulpturen. David baut Jurten für Schulen und Kindergärten. Und Bogen zum Bogenschießen. Wenn wir so 1.500 € verdienen, dann können wir gut damit leben. Kriegen auch noch Kindergeld, ein bisschen. Exotisch finden sie ihr Leben in dem kleinen Jurtendorf nicht. Für sie schafft es Zufriedenheit.